Salut zusammen und herzlich willkommen zu der letzten Folge F1 2021 in der MyTeam-Karriere. Wir sind wieder mit Castle Motorsport unterwegs und mit dem letzten Video meine ich eigentlich mehr, dass das die letzte Folge ist aus dieser Saison. Wir machen, denke ich, sicher weiter. Wenn ihr Bock habt, schreibt es gerne in die Kommentare rein. Vielleicht schaffen wir es ja mal an die Spitze von der Formel 1 mit unserem Team. Wir haben wirklich das Jahr sehr, sehr viele Probleme gehabt. Einerseits auch technische Probleme, plus haben wir aber auch schlechte Fahrer manchmal gehabt, aber auch gute Momente. Wir schauen noch ganz kurz, bevor wir ins Rennen gehen, schauen wir doch mal ganz kurz hier in den Saisonergebnissen, beziehungsweise wir schauen hier in die Trophäe, das ist ein bisschen übersichtlicher, finde ich. Also wir haben in Bahrain einen DNF gehabt, wir haben in Monaco einen DNF gehabt, wir haben in Frankreich einen DNF gehabt, wir haben in Italien einen DNF gehabt und wir haben in Melbourne einen DNF gehabt. Also wir haben insgesamt 5 DNFs gehabt, jetzt kommt noch ein Rennen in Abu Dhabi. Und sonst haben wir eigentlich, wenn wir so schauen, haben wir uns nie schlecht qualifiziert oder schlecht zu Rennen beendet. Also wir sehen, die beste Positionierung war das P7 in Kanada gewesen. Und dann haben wir dort mal Japan, Austin, haben wir mal wirklich eine gute Serie gehabt mit 2x9. Platz. Und nachher eben noch in Brasilien P8. Pech weiss ich noch, haben wir in Spielberg. Dort haben wir sehr viel Pech gehabt. Dort wäre eigentlich mit drin gewesen, weil Spielberg ist schon eine Strecke, die ich sehr, sehr gerne fahre. Auch Silverstone haben wir ein bisschen Pech gehabt, weil das ist eigentlich auch eine Strecke, die ich sehr gerne fahre. Ungarn, naja, Belgien habe ich auch ein bisschen Pech gehabt, das weiss ich noch. Aber ja, wir haben sonst eigentlich im Großen und Ganzen für die erste Saison mit unserem Fahrzeug nicht schlecht abgeschnitten, muss man einfach so sagen. Und ja, Rivalität bin ich jetzt momentan ein bisschen am Verlieren gegen den Ocon. Ich weiss nicht, ob ich das auch noch schaffe. Das wird sehr schwierig. Und wenn wir hier nochmal schnell auf die Fahrerdetails schauen, wir sehen, durchschnittlich wie die P16, schön. Endplatzierung durchschnittlich wie die 15. Auch schön. Und ja, wir sind, also es dürfte ja besser sein, klar. Aber ich denke auch mal für die erste Saison mit dem Auto, wo wirklich schwer ist zum Fahren, muss ich wirklich an dieser Stelle sagen. Also ich jetzt mit einem Mercedes, wenn ich jetzt normal so fahre, mit diesen Setups, die ich etwa so fahre, habe ich weniger Probleme als mit dem Auto jetzt so. Also meine Setups sind eigentlich nicht schlecht, aber es ist auch gleich schwierig. Haben wir immerhin 16 Punkte geholt, ja, muss man sagen, also das ist nicht schlecht. Und wir haben ja auch den Schwarzmann, der ja nicht schlecht unterwegs ist, wir haben ja noch den Alesi noch gehabt, aber den haben wir ja ersetzt, weil der ist mir nicht so gut gefahren, denkt es mir jetzt persönlich, also wenn wir jetzt auch noch so dort durchschauen, wir sehen zum Beispiel, er ist 17., 18., 18., 15., 10., 19. DNF, 19. DNF, 19. 19. Ja, also wenn wir jetzt vergleichen mit dem Schwarzmann, der Schwarzmann ist am Anfang ein bisschen schlechter gefahren, aber man muss natürlich an dieser Stelle sagen, der Schwarzmann hat ein bisschen weniger Erfahrung. Und jetzt ist er eigentlich ein bisschen besser, ist sogar einmal 10. geworden, hat noch einen Punkt geholt. Plus ist er dann zweimal jetzt 17. geworden. Also in allem ist er wirklich eigentlich gut. Und ich glaube auch ihm, dass er wirklich weitermachen kann bei uns. Also ich denke jetzt nicht, dass ich ihn wieder ersetze. Aber das ist dann ein anderes. Ich tue ihn ja auch ein bisschen mehr fördern und entwickeln als den Alesi. Den habe ich weniger entwickelt. Dem sein Vertrag läuft jetzt auch gerade ab. Den müssen wir nach dem Rennen dann noch ändern. Aber mittlerweile hat er ja die Wertung auf 76 und ich denke, das kommt gut mit ihm. Aber wir schauen dann. Also wir schauen nach dem Rennen, was wir machen mit ihm. Das letzte Rennen entscheidet über seine Zukunft, sagen wir es mal so. Und ja, da würde ich sagen, gehen wir ins Qualifying, beziehungsweise ich gehe zuerst ins Training und wir sehen uns dann nachher wieder im Qualifying. Let's go! So, herzlich willkommen zum Blitz-Qualifying. Ich bin im Training gefahren und habe erstaunlicherweise recht guten Grip gehabt, aber ich weiss nicht, ob das vielleicht nur eine einmalige Sache war und nachher nicht mehr. Aber ich würde mal sagen, wir gehen jetzt ab ins Qualifying, versuchen wir unser Bestes, mal schauen, wo wir landen. Und ja, let's go! Das war super optimal, aber ich konnte natürlich den Schwung mitnehmen, darum bin ich so immer auf P1 wahrscheinlich. Ja, voll. Dass wir dort jetzt dass ich dort keine Strafe bekommen habe, ist jetzt schon noch funny. Was ich auch noch schade finde, muss ich an dieser Stelle sagen, ist, dass das noch der alte Abu Dhabi Layout ist. Also mittlerweile hat sich der ja geändert. Oh Alter, wieso sind wir so schnell?
Wenn ich jetzt einfach im Mercedes habe noch nachher mögen. Haben wir ein Update bekommen, das ich nicht mitbekommen habe? Hä? Schau mal, der mag uns gar nicht richtig davon ziehen. Das war schon immer anders gewesen. Ah, jetzt geht er. Ja, aus der Kurve raus halt. He? Und in der Kurve innen wahrscheinlich. Ah, jetzt habe ich untersteuert noch. Und jetzt nochmal. Okay, aber der erste Teil von der Strecke. Da muss man ehrlich sagen, könnte etwas gehen eventuell. Oh. Ja, jetzt habe ich, also der dritte Sektor war eh nie mies, aber der erste und zweite Teil ist jetzt der... Holy shit, sind wir schnell gewesen. Also auf der Geraden haben wir mit dem Mercedes mithalten. Und das ist momentan, glaube ich, noch das schnellste Auto, aber crazy. Okay, wir sind jetzt natürlich weit zurückgeflogen, weil wir gegen Schluss viel verloren haben, aber... Wieso haben wir jetzt so ein schnelles Auto plötzlich? Damit ist das Qualifying beendet. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Gehen wir die Startaufstellung der Fahrer für das aufregende Rennen von heute durch. Valtteri Bottas startet von der Pole Position und Lewis Hamilton macht die erste Reihe komplett. Die restliche Startaufstellung sieht aus wie folgt: Verstappen, Leclerc, Carlos Sainz und Perez, Norris, Tsunoda, Stroll und Fernando Alonso, Räikkönen, Giovinazzi, Esteban Ocon, ein Wagen des neuen Teams, Ricciardo, er hat eine Gridstrafe erhalten, Russell, Pierre Gasly und Robert Schwartzman. Latifi, Vettel, wegen einer früheren Gridstrafe wird er von weiter hinten starten. Mick Schumacher und Nikita Mazepin. Und jetzt, wo die Vorbereitungen fast abgeschlossen sind, lass uns die Saison mit einer starken Leistung beenden. So, jetzt habe ich ausgesehen, dass am Schluss noch übersprungen, aber ist auch nicht so schlimm. Wir haben ja eigentlich die ganze Startaufstellung gesehen. Wir haben ein paar Gridstrafen hier im ganzen Fahrerfeld. Also wir sind jetzt mittlerweile auf P14 vorgerutscht statt 17. Gefällt mir. Und ja, dann hoffen wir auf ein gutes letztes Rennen, ohne Ausfall natürlich. Dann noch mal ein bisschen den Sprit runter. So, und starten wieder mit der Soft logischerweise. Und ja gut, man hätte eigentlich auch auf die Mediums gehen, aber nein, ich glaube, mit Soft macht es schon mehr Sinn. Oder man könnte auch mit Härte starten und nachher auf Weich gehen und dann nachher schnell fahren mit einem leichten Auto. Ich glaube, das macht fast mehr Sinn. Komm, wir ändern die Strategie ändern, dass wir jetzt hier mit der gelben starten, in Runde 8 reinkommen und dann nachher auf die Dings gehen. Da steht es, wir wären 5 Hundertstel langsam. Langsamer, wenn wir es so machen würden, aber das hole ich am Start schon raus. Kappa. Also wir starten mal so, let's go. So, und somit der letzte Start in dieser Saison. Die Ampel recht lang an. Guter Start eigentlich. Giovinazzi nicht so gut weggekommen. Aufpassen da, jetzt nicht irgendwie einen reinlenken oder so. Da haben wir noch den Alonso. Habe ich nicht getutscht, ich weiß es nicht. Ich war selber am Labern, ich habe es selber nicht gehört. Vor uns Ocon. Ja, wir erinnern uns, im ersten Sektor sind wir eigentlich relativ zackig unterwegs gewesen. Da positionieren wir uns mal einfach innen ein. Nee, gut Exit gehabt. Motorleistung ist bei uns ein bisschen besser mit ERS. Ich weiß nicht, ob er ERS drin hat. Ich denke es schon mal. Ja, jetzt aber im Wind sind wir einfach ein verdammter Stein. Aufpassen, Unterboden. Der hat das nicht so gern. Aber wir sind jetzt hinter dem Norris. Und jetzt kommt dann aber der Sektor, wo wir nicht so schnell sind. Boah, die Curbs da, holy shit!
Aber ich glaube, hier fehlt es uns ein bisschen an der Aerodynamik, weil ich fahre ja eigentlich die identische Linie wie die anderen Autos hier auch, aber ich habe das Gefühl, einfach mit schneller fahren, der erste Sektor ist eigentlich okay. So, Runde 1 mal durch. 13 noch machen. Oh, jetzt haben wir den riesen Verbremser. Kommen wir halt wieder auf die Strecke drauf. Dass es keine Strafe gibt, ist noch funny. Weil hier profitiere ich ja eigentlich mega. Ja, absolut die beste Zeit im Sektor gemacht. Ja, ein bisschen Wheelspin am Exit. Mal schauen, wie gut dass wir auf einen Norris aufschliessen mit ERS. Aber ich denke, der wird schon relativ zackig sein hier vorne. Oh, die Curbs. Ich muss aufpassen wegen dem Unterboden. Ich glaube, so lange macht er das nicht mit. Und ich muss unbedingt die Lücke zum Norris schliessen. Da fährt irgendwie das Auto langsam, glaube ich. Hier ist ein wenig Zeit gegen deinen Hintermann. Gib weiter Gas. Kimi Räikkönen, okay. Für den ist die Saison vorbei und auch seine Rennkarriere, ich glaube, der hört ja auf. Und wir haben Virtual Safety Car. Du bist also zu schnell. Verringere dein Tempo. Kann nicht so mal ein Safety Car kommen. Das wäre ein bisschen besser. Safety Car fahren. Oh, Scheiße. Tempo bis zu den grünen Flaggen beibehalten. Oh, jetzt ist gerade das Virtual Safety Car durch. Oder wird es gerade fertig. Und ich bin einfach in einem negativen Delta gewesen. Oder im Plus Delta, oder keine Ahnung. Ich habe vergessen, wie es heisst. Ah. Okay, ich glaube, sie muss mich ein bisschen mehr gegen hinten orientieren. 2,6 Sekunden. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, ich kann den Norris nicht einholen. Uiuiuiui. Ja, ich komme mit dem Norris nicht hinterher. Der ist mir ein bisschen zu schnell. Ocon könnte vielleicht noch etwas werden. Der ist jetzt ein bisschen mit dem Ricciardo beschäftigt. Ich freue mich auch, wenn ich die Softs bekomme. Also bei uns wird wahrscheinlich eh mehr hinten raus gehen, gegen Ende des Rennen. Mit den neuen Reifen dann. Und mit einem leichten Auto. Oh, ich verbremse mich die ganze Zeit. Oh, der Ocon hat mich berührt. Wir ziehen eine alternative Strategie in Erwägung. Möchtest du die Strategie Uiuiuiui. ändern oder weitermachen? Geht in Ordnung. Hä? Alternative Strategie ist genau die gleiche. What the fuck? Hä? Besoffen oder was? Der Chef schon am Champagner schlürfen, weil die Saison vorbei ist, oder was?
Kannst du das 3 noch bitte, Mann? Das ist noch wichtig da. Können wir noch ein Pünktchen holen? Wir sind gerade momentan auf Punktekurs. Okay, da jetzt Ocon sich ein bisschen weggedreht hat, weil er mich berührt hat dort in dieser Kurve. Dann ist Ricciardo im Heck, was aber gar nicht gut ist, weil der ist ein wesentlich schnelleres Auto. Und ich denke nicht, dass ich den covern kann. Also jetzt ist es so gut gegangen, aber jetzt wird es schwieriger. Guten Exit haben, den haben wir auch. Viel ERS verbrauchen jetzt. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 5,1 Sekunden. Das ist eben noch hart, die fahren alle mit Softs. Also die haben eigentlich alle schneller Auto gerade momentan ein bisschen auf der Straße. Oh, Wheel to Wheel. Oh, der zieht einfach rein. Holy shit, in fucking Ernst. Wie er jetzt gegen mich hingezogen hat. Bin ich ein bisschen am Struggle gerade. Aber wir wissen alle hier in diesem Feld, inklusive Ricciardo, dass meine Zeit nach dem Boxenstopp wird kommen. My time to shine. Ach Gott. Ah, perfekt. Ich habe gerade gesehen, dass meine Kamera ausgegangen ist. Ja, sorry für das. Irgendwie habe ich ein bisschen Kameraproblem wieder in letzter Zeit. Ja. Also, wir gehen jetzt mal in die Box rein und holen uns die roten Reifen und hoffen wir mal auf einen guten zweiten Stint und dass wir da mal ein bisschen Ramazamba machen können. 2,8 Sekunden nur der Boxenstopp gewesen, sehr schnell eigentlich. Wir landen jetzt hinter dem Ocon, das ist nicht so optimal, weil vor dem sind wir noch gewesen. Also er hat eine bessere Outlap gehabt. Aber wir haben jetzt die besseren Reifen und jetzt schauen wir mal, was kommt. Die ERS kommt schon mal, finde ich sehr gut. Und mit ERS sollten wir eigentlich an ihm vorbeischiessen wie eine Rakete. Sehr gut. Ocon haben wir einmal geschnupft, der ist weg. Und der nächste ist Gasly. Also wir könnten es rein theoretisch Punkte schaffen. Oh. So, Stand der Dinge ist, wir haben noch 2 Runden. Und ich verliere zwar Zeit auf Ocon. Nicht viel, aber ein bisschen schon. Aber verliere auch Zeit auf Gasly. Also Gasly fährt schneller als ich. Und ich glaube nicht, dass ich ihn noch holen will. Und ich habe auch langsam nicht mehr so pushen, weil meine Reifen wieder ein bisschen aufgehen. Ich bin jetzt wirklich eigentlich, seit ich aus der Box rausgekommen bin, eigentlich immer wirklich Vollgas gefahren. Oder das, was ich auch können. Aber ich habe jetzt schon wieder 4 Sekunden Rückstand auf der Gasly fahren, sind es mal 3,5 oder 3 auch sogar nur. Aber es könnte vielleicht auch daran liegen, dass der Gasly mittlerweile DRS hat vom Norris. Und da zieht er mir eh davon. Ich denke, das wird auch der Fall sein. Aber es ist davon eine rechte Gruppe. Vielleicht fahren sie jetzt dann plötzlich extrem langsam und ich kann noch aufschliessen. Und kann vielleicht den einen oder anderen Platz auch noch gut machen. Der Stroll ist jetzt mittlerweile vom Norris überholt worden. Wir schauen mal. Oh, da bin ich ein bisschen schnell gewesen. Oh, jetzt haben wir das Gas lüpfen. Oh, jetzt hat der DRS. Könnte ich vielleicht vorbeiziehen noch. Oh, recht späten Schwanker gemacht. Na los, die Position kannst du dir zurückholen. Oh, ja, jetzt bin ich wegen dem Curb. Ich weiß nicht, ob ich ihn berührt habe. Ich glaube es zwar nicht. Aber der Curb hat mich ein bisschen in ihn reingeschossen. Okay, jetzt haben wir da mal wieder 8 Zehntel rausholen auf ihn.
Aber wir haben Glück gehabt, wir hatten ja noch einen Fehler am Auto gehabt und der Fehler ist wieder weg. Stroll ist sehr langsam. Der hat mega abgerissen. Aber den holen wir jetzt nicht mehr. Gasly ist noch vorbei. In der letzten Kurve, urher. Ja, und da sind wir. Was sind wir geworden? Das Ende des Rennens. Wir sehen uns im Parkfeld. 12. 13. oder so etwas. Daniel Ricciardo, Fahrer des Tages. Ja, der hat halt wirklich Glück gehabt, der ist gut vorgekommen. Ja, wir haben halt ein bisschen, ich weiß nicht, ob wir vielleicht gleich hätten sollen zuerst mit der Soft starten und nachher auf die gelben. Es wäre vielleicht gescheiter gewesen. Ich weiß irgendwie nicht, wir haben halt gegen den Ocon haben halt recht viel Zeit verloren. Aber ja, das war es mit dieser Saison. Mit unserer ersten Saison mit Castle Motorsport. Und aus unserer ja, Perspektive war das ein aufregendes Rennen. Wie war es aus Ihrer ist okay gewesen, das letzte Rennen, muss ich wirklich Sie sagen. schienen das Auto wirklich voll unter Kontrolle zu haben. Ihr Team ist sicher begeistert. Ja, ohne mein Team, immer die Interviews, die sind so Knappes überflüssig. Rennen. Wie stehen Sie zueinander? Dann auch das. Klasse. Das war dann Ja, wir haben gerade gegen den Ocon haben wir haben ihn zwar geschlagen in diesem Rennen, aber gesamtdingens haben wir, glaube ich, verloren. Ich weiß es nicht, vielleicht haben wir ihn noch aufholen können. Oh, jetzt haben wir übersprungen. Ja, egal. Ich glaube, wir haben ihn nicht geschlagen, weil er hat ja etwa 2 oder 3 Punkte Vorsprung gehabt und im Qualifying hat er ja besser abgeschnitten als wir. Und ich glaube, gegen die Rivalität haben wir verloren. So, Schwarzmann, Vertragsverhandlungen. Kann ich noch kurz schauen, was hat er jetzt gemacht hat? Rangliste hier. Schwarzmann. 20. Okay. Ja, es ist jetzt ein bisschen die Frage, wenn wir mit ihm weiterfahren oder wenn wir sagen, okay, komm, wir nehmen jetzt mal ein bisschen mehr Geld in die Hand. Ich meine, wir haben 7,3 Millionen. Nein, ich werde jetzt eigentlich mit dem Vertragsverhandlung machen. Warte, wir müssen abbrechen nochmal. Wenn wir jetzt einen neuen Fahrer nehmen oder nicht. Also wir haben 7,3. Wir könnten jemanden von 6 Millionen nehmen. Wir könnten sagen, wir nehmen den Mick Schumacher. Antonio, yeah. Mazepin könnten wir rein theoretisch auch nehmen. Wenn wir den Mick nehmen. Weil er hat eigentlich eine relativ hohe Fahreranerkennung schon. Ablöse wäre 2 Millionen, Grundgehalt wäre 4 Millionen. Was hat jetzt der Schwarzmann für einen Grundgehalt? 2 Millionen wäre halt schon das Doppelte. Wir müssen halt dann schon ein bisschen mehr Geld für ihn ausgeben. Aber wenn wir eben einen guten Zweitfahrer hätten, könnten wir eben auch vielleicht eventuell weiter vorne landen, auch mit ihm. Ich probiere es mal. Wir machen mal Risiko. Also wir sehen, die Erfahrung ist höher. Was ist Rennen? Was ist das wieder? Rennpace oder was ist das? Keine Ahnung. Ja, komm, wir nehmen mal Kontaktaufnahmen. Jetzt steht er auch schon dort wie mir. Mick Schumacher hat zugesagt, mit einem Team über ein zu verhandeln. Es gibt einen anderen in seinem Team. Okay, ein anderes Team hat noch Interesse an ihm. Also sein eigenes Team wahrscheinlich. Fahrerauktion. Dabei ging es eine Fahrerverhandlung mit Mick Schumacher. Es sind noch andere Teams. Okay. Okay, also 5,3 Millionen haben wir. $4,2. Okay, jetzt kann ich sagen, ich mache ein kleines Angebot. Ah, das ist so gemacht. 4,7. Also 4,07. Jetzt machen wir 4,1. Günther, hör auf mit dem! Gib mir den Mic! Yeah! Wir haben es geschafft. Okay, wurde Führung gemacht. Also sein Gehalt ist 4,15 Millionen. Und 6,15 hat es gekostet und wir haben 7 irgendetwas. Also es liegt gerade noch so drin.
Okay, jetzt können wir wieder einen Sponsorvertrag neu und ich würde auch sagen, wir nennen Gedankenübertragung, behalten wir gerade. Und jetzt haben wir noch das Presseinterview, aber ich glaube, das tue ich überspringen oder lasse es nicht drin, weil ich glaube, das ist recht uninteressant. Weil da ist ja nur viel bla bla bla. Und ja, wir sehen uns gleich wieder. So, also es sind einfach ein paar Fragen gekommen, wie wir halt mit dem Team umgehen. Und das sind eigentlich immer ein bisschen die gleichen Fragen, finde ich ein bisschen schade, dass es nicht so ein bisschen ausgearbeitet wurde, dass noch mehr Sachen kommen. Also, was haben wir da? Es gibt eine Firma namens Codegym. Okay. Alter, der Name. Die angeboten haben, Fitnessgeräte zu versorgen, aber nur als Teil eines exklusiven Vertrags. Wir können. Machen wir, ja. Das ist gut, wenn wir da nochmal ein kleines Update holen. So, jetzt irgendetwas ist ein Fehl geschlagen, habe ich noch mitbekommen. Das machen wir noch schnell kurz da. Ja, das so, weil dann haben wir das wieder in Auftrag gegeben. Und dann haben wir eigentlich die Saison abgeschlossen. Und dann hoffen wir, dass ein paar andere Teams das beim Antrieb nicht herbekommen haben, dass wir nachher gut dastehen für die nächste Saison. Das wäre richtig geil. So, dran. Also, wir machen mal Saison abschließen. Jetzt sehen wir nochmal das Gesamtübersicht. Mick Schumacher, dem seine Fahreranerkennung ist auch nochmal ein bisschen gestiegen. Obwohl das eigentlich für uns nicht gefahren ist. Die ist gerade jetzt am Schluss geholt. Aber wir sind 15, Stufe 15 mit der Teamanerkennung und können jetzt nochmal einen weiteren Sponsor holen, was wieder ein bisschen Geld bedeutet. Und ja, da haben wir auch nochmal 11 Millionen haben wir noch mal bekommen, also 12,53 Millionen. Schmeckt, würde ich mal behaupten. Und ja, da sehen wir auch die Übersicht, wir haben 16 Punkte geholt. Platz 15 in der Meisterschaft und Mick Schumacher hat 4 Punkte geholt noch. Aber nicht für uns, sondern für Haas. So, okay, jetzt sind wir wundern, was so passiert ist im Fahrerlager, wer woher gegangen ist, weil ich glaube, es hat schon noch ein bisschen einen Wechsel gegeben. Wir sehen jetzt auch hier, wir haben jetzt 22 Rennen, neu noch Imola drin und auch noch Portugal, die sind wir nämlich nicht gefahren, glaube ich, in dieser Karriere. Wir können auch eine kleine Saison machen wir aber nicht. Und ja, wir machen es jetzt so, weil das nimmt, glaube ich, ein paar von euch nimmt sicher Wunder, was jetzt noch so kommt. Wir machen es jetzt so, wir tun jetzt bis zum nächsten Rennen wir noch alles machen in diesem Video und dann starten wir dann im nächsten Video mit der neuen Saison. Und ja, Fahrerkleidung, Kleider, ich weiß nicht, ob wir da noch etwas wechseln können. Wir könnten rein theoretisch noch unseren Helm anpassen, ja, dann noch ein paar Helmdesigns, aber wir lassen unseren Helm so wie er ist. Autolackierung, ja, ich weiß nicht, haben wir da noch etwas Neues, etwas Schicks? Da hätten wir noch ein neues Design, das könnten wir zwar mal draufklatschen mit einem neuen Design. Ne? So, also persönliche Sticker, ja, das ist immer das Gleiche. Und Team Branding. Das ist das. Okay, ne, das lassen wir so wie es ist. Weiter. So. Gut, also bevor wir jetzt etwas machen, wir haben gesagt, wir gehen bis zum nächsten Rennen, wir können jetzt ja noch einen weiteren Sponsor auswählen und das machen wir jetzt nämlich noch, das ist wichtig, dass wir noch mal ein bisschen mehr Cash bekommen. Ja, komm, wir nennen den wieder den Shark, der hat ja, dass wir ja einfach mehr Punkte holen als das Team über uns. So, also, gut, jetzt schauen wir mal noch schnell kurz trainieren, was hat es für Fahrerwechsel gegeben. Das nimmt mich am meisten Wunder. Rangliste. Also wir sehen, Mercedes hat immer noch Hamilton, Bottas. Verstappen, Norris ist auch immer noch gleich. Leclerc auch, Chiaras, Perez. Pierre Gasly bei Aston. Vettel bei Alpine, what the fuck. Stroll bei Williams, lol. Geil. Okay, Yuki Tsunoda bei AlphaTauri weiterhin. George Russell eben Aston jetzt, okay. Esteban Ocon weiterhin bei Alpine. Nikita Mazepin bei Alfa Romeo, Alesi bei Haas, Schwarzman bei Haas. Und Eilert ist raufgekommen und zu AlphaTauri gegangen. Okay, funny. Okay, finde ich echt lustig jetzt, dass es ein bisschen Fahrerwechsel gibt, weil das ist immer richtig geil gemacht. Und wir sind leider immer noch leistungstechnisch nicht so stark, aber wir können jetzt ja noch ein bisschen entwickeln. Vom mototechnisch denke ich, ist es wichtig, dass wir jetzt hier nochmal ein bisschen etwas investieren. Es könnte jetzt halt ein bisschen eine lange Folge geben, tut mir leid für das.
So. 800 haben wir noch. Wo können wir noch etwas machen? Da können wir eh noch etwas gratis machen, habe ich gemeint. Genau. Das ist aber recht hohe Durchfallquote. Das wurde falsch stimmt, aber egal. Ich kann nichts mehr machen. Alles ist höher als 800, oder was? Ah, da 700 noch. Kann ich da noch machen? 755. Es gibt mehr. Ich gebe wahrscheinlich beides gleich viel. Ja, ich gebe beides gleich viel. Front oder Hecki würde mal Hecki sagen. Das ist ein wichtiger Diffusor. Okay. Machen wir das einmal. Und dann nachher wir da mal weiterspringen. Für die Autovorführung. Ja, das haben wir schon gemacht. Wir haben schon einen neuen Sponsor. Da machen wir noch ganz kurz schnell Warenverkauf, Saisonvorbereitung. Das würde Geld geben. Trainingslager für den Fahrer. Wichtig. So. Wir fördern den Mick jetzt richtig fördern. So, wenn wir das Auto vorführen, dann muss ich dann nachher nehmen als Thumbnail für das nächste Video. Ja, die Musik fehlt ja da, weil ich Musik ausgeschaltet habe, aber ich könnte es euch vorstellen, es kommt dam 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 dam. Ja. Ich habe die Musik immer ausgeschaltet. Okay. Ich finde es halt noch recht geil in dem Ton, den wir haben, in diesem Farbton. Finde ich jetzt immer so scheiße, muss ich ehrlich sagen. Es sieht einfach noch nice aus. Ist mal etwas anderes. So, also, dann geht es weiter einmal. So, da. Und wir haben noch ein bisschen Ressourcenpunkte. Wir machen noch mal etwas. Ausnutzen, solange es geht. Da 800, ja, ist teuer geworden. Okay, komischerweise. Aber wir sind mal besser als Haas. Das finde ich sehr gut. Yes, okay. Gut, also, dann würde ich sagen, wir sehen uns dann nachher in der nächsten Folge wieder, in der neuen Saison. Wir gehen wieder nach Bahrain und ja, mal schauen, wo wir dann schlussendlich landen, wie diese Saison wird. Ich hoffe dann, dass das nächste Mal meine Kamera funktioniert. Tut mir leid für das, dass meine Kamera die ganze Zeit wieder abgeschmiert ist in dieser Folge. Und ja, dann würde ich mal sagen, wäre es mit dieser Folge von F1 2021. Danke vielmals, dass ihr zugeschaut habt, dass es euch gefallen hat, dass ihr immer geliked habt und auch immer alle meine Videos angeschaut habt. Merci vielmals für den ganzen Support. Und ja, freuen wir uns auf die nächste Saison. Und ich würde sagen, bis dahin wünsche ich euch noch einen ganz schönen Tag. Merci noch einmal. Vergesst das Video nicht zu bewerten. Abo da lassen, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und das Video teilen, wenn ihr es möchtet. Danke vielmals. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Und bis dahin sage ich mal, macht's gut. Schönes Tag noch und ciao.